Herzlich willkommen zur letzten Emission von Fall zu Fall 400 große Vakanz. Wir wollten nicht schnell mal denken, wir löschen Themen. Nee, gut nicht. Wir schwätzen über die Schädung. Es gibt schon lange geschwärt über das Neidschädungsgesetz. Das an der Mer, seit Jahren. Wir en attendant dauert es noch ziemlich lang, bis das wird kommen. Aber gedurcht wir nicht vom Mutwillen für eine Prozedur durchzulegen, wie das Haut ist. Karin Schmengen, du weißt, als Notärin am besten, der beste Weg für sich schäden zu lassen, als selbstverständlich den Consentement mutuell. Was für Bedingungen muss ich erfüllen, für die können zu machen? Schädung im Einvernehmen. Ja, weil die ganz viele Leute nicht wissen, dann als ich mich kann am guten Schäden lassen, muss ich 2 Jahre beschlussen sein. Ja, das ist witzig. Ja, das vielleicht eine Idee für die Legislatur, für das aufändern zu lassen. Ich meine, wir gehen an eine Richtung, wo man so muss alles so einfach wie möglich sein, wir machen Parks, an die Parks etc. Und da muss ich sich dann auch konkret vorstellen, ob ich nicht an eine Richtung gehe, für das mir einfach zu machen. Das war 2 Jahre bestellt, da kann ich mich am guten Schäden lassen. Konkret als Prozedur, dass ich 2 Mal muss auf Gericht dann schreiben gehen, für zu sagen, ja, es sind d'accord, für mich schäden zu lassen. 4 Wochen 3 Kehren schon facilitiert, gehen 2 Kehren, kann ich sich vorstellen, ob ich das nicht doch so einfach um 1 Kehr. Hoffentlich Stunden umgeht, sonst will nach Schreiben kommen, oder wie geht das? Nee, das so, ich muss an sich 3 verschiedene Sachen haben, ich mich kann schäden lassen, ich brauche eine Liquidation von meiner Community, wenn ich eine Community habe. Das heißt, ich muss dezidieren, was geschieht mit dem Auto, was geschieht mit dem Haus, was geschieht mit dem Appartement, was geschieht mit den Konten etc. Das heißt, ich muss für diesen echten Notärsakt machen, wo festgehalten wird, was mit all den Sachen geschieht. Das heißt, ohne Notär geht es nicht. Für dich muss man delen, was da ist, sonst können wir es dann gute Schäden lassen. Ja. Wir können nicht so, oh, das gucken wir mir spät, oder das gucken wir in 10 Jahren, oder darüber streiten wir. Die Sachen müssen alle gut reglementiert sein. Ich mache eine Separation de Biens, eine Gütertrennung, für das ich während der Zeit von der Prozedur alles getrennt und das heißt, dann kann schon aufhängen, sein eigenes Leben an sich zu feiern, an nicht mehr zu gehen. Ja. Und dann der dritte ist meine Konvention de Divorce, das heißt, nee, das ist was Liquidation, das zweite Gütertrennung und das dritte ist meine Konvention. Mit dem ist aber an einem Markt oder nicht? Ja, das hängt davon ab. Liquidation. Kann in der einen Markt machen, kann in der 2 Akte machen. Das hängt immer von den jeweiligen Typen ab. Und dann Konvention. Die Konvention hält fest, was geschieht mit den Kindern, was geschieht mit den Leuten und was geschieht mit den Finanzen. Heißt, Kinder, wenn sie minder sind, wie kriegt Geld von den Kindern, wir kriegen droit de visite d'hébergement und das wird eine Formalität. Besuchsrecht und so weiter. Dann der zweite ist die Leute selber. Erstens, wo wohnen sie während der Prozedur Divorce, die jeweiligen Adressen. Zweitens, vom Finanziellen hier, Gedenk Pension alimentaire à titre personnel bezahlt, ja oder nein, falls ja, Wege zu bezahlt, was für ein Montant. Und das selbst dann noch für die Kinder. Pension alimentaire für die Kinder, Partizipation von dem Ehepartner, den nicht du muss auch gesagt sein, die Leute verstehen das heinz du nicht vom Gesetz hier, kann ich nicht auf Pension alimentaire von den Kindern renoncieren. Das heißt, ich muss so oder so einen bestimmten Montant festhalten als Pension alimentaire. Das ganz oft, dass die Leute sagen, ja, Kinder kommen halb bei mir, halb bei meinem Mann oder bei meiner Frau. Südfrieden dreht sowieso zu Hause bei. Es muss aber eine Pension alimentaire für ich kann der Papa auch nicht so, da behältst du das Haus, weil du kannst leben wie bei dir, mit dem bezahlen nicht kein Pension alimentaire, auch das geht nicht. Okay. Dann geht das dann sich aufgehen um Gericht, zusammen mit einer ganzen Reihe von Piessen. Durch den Avocat oder durch den Notär, und dann dauert es eine gewisse Zeit, und dann geht den Geruf auf Gericht, wo ihn da muss noch schreiben. Muss ich gehen. Bei die erste Kehr ist dann nicht so dramatisch, wenn ihn die Rendezvous verpasst, dann kann ihn eben ein neues Rendezvous fahren. Die Rendezvous, die wirklich wichtig ist, das die zweite Rendezvous, weil der Text gesagt wird, dass der erste Komparition und der zweite Komparition 6 Monate leihen. Das ist, wenn ich auf die Rendezvous nicht gehe, dann ist kein immer meine ganze Prozedur hilfreich und da kann ich um 4 aufhängen. Okay. Ich halte fest, ich resümiere, dass die besten Äderweis für die Schäden zu lassen. Ja. Weil gedeelt gehen muss so oder so, auch wenn man streiten gedeelt, wenn gedeelt, schuss die nicht mehr an 2 Jahren, 5 Jahren, 10 Jahren.
Die Konsequenz Pension alimentaire muss sowieso festgelten, wenn man nicht am guten Mensch richtert. Ja. An all AFK oder noch die auch notäre priori kann so wo sind Tarife, was das was muss bezahlt geht oder nicht. Du kannst sich dann brodelos entweder zu summen oder jeder ob Sänger seid. Anders sich die schnellste Methode, weil vergehen wir 6 Monate von dem Moment, wo der Agericht geriecht bis zu dem Moment, wo Schädung gesprochen wird. Prozedur soll ich insgesamt, ja. Weil eben 6 Monate musst du dahinter stehen und 2 Unterschriften. Voilà, wenn man aber nicht eins geht, dann muss streiten, was tun wir dann als Möglichkeit? Und dann wird eine ganze Prozedur für ein Gericht gemacht. Das ist eine Prozedur au fond, das heißt, was ein Divorce als solches so geht, an eine Prozedur provisoire, das heißt, während der ganzen Zeit, wo man dann über die Scheidung streiten, wo dann muss auch festgehalten, was geschieht während der Zeit, und da hast dann eine Prozedur de Referé, wo du kannst mir darüber erzählen, was du alles dezidiert. Die Prozedur an sich ist absurd, weil ganz oft gehen wir ja nicht, dürfen nicht eins am Consentement mutuell, am Guten. Weil man nicht sind, meist für schädellos. Wir gehen das nicht zu viel Hauswert. Das ist das Problem. Für was muss ich also eine Prozedur machen, Autor, wo ich die Männer eine 4 Wochen mache, du warst früher gegangen, du hast mich vernachlässigt, du weißt nicht, wie für mich da, wo du sich gar nicht darum geht. Und was uns fehlt in diesem Arsenal als eine Prozedur, wo ich sage, wir sind als eins, wir wollen geschehen. Wir gehen als nicht eins, sie verteilen, und nennen als da einen Expert oder eine Licitation, ein Steh oder Gott weiß, was irgendetwas. Wir nicht den Tor als solchen, das ist in den wenigsten Fällen wirklich interessant. Mais bon, wo keine andere Möglichkeit, wir müssen am Moment an Divorce pour faute oder eben Separation effektiv von mehr wie 3 Jahren. Wir waren mehr wie 3 Jahre schon effektiv von ihr getrennt sind. Ich meine, dann hätten so entre-temps gerade so gut gehabt, das Consentement mutuell zu werden, am Guten zu machen. Wie es richtig seht, es gibt eine Referie gemacht, wo festgehalten wird, wer wohnt wo, bei wer kommen kann, Gart von der Kanne, Besuchsrecht, Pension alimentaire, all die Sachen, die auch am Consentement mutuell festgelöst, just dass eben heute Richter so spricht. Dann mussten die Divorce als solche gesprochen gehen, und dann wird Liquidation von der Communauté als solche gesprochen. Alles das, ja. Ja, die Referé, den auch schon zum Beispiel auch d'Autorisation de résider de façon séparée. Genau. Das muss ich schon beibehalten, solange die nicht gesprochen ist. Also der Fakt, dass wenn ich mein Domizil konjugal verlasse, ein Fot an sich. Ja. Wobei die Fot an sich keine große Rolle spielt. Bon, wir hatten an einer 4. Emission gesehen an der Communauté universell, wenn ganz viel abbringt, an den anderen nicht, dann ist ein Tor wichtig, weil dann eventuell der Kado kann revokiert gehen. Aber außer an dem Fall oder auf Fälle von Pension alimentaire, du musst wissen, es gibt ja heute praktisch keine Pension alimentaire mehr, ja, Titre personell für von den Ehepartnern. Außer dass ganz lang besteht, und wird eben von den Ehepartnern nie geschafft oder schon lange nicht mehr geschafft, da kann auch heute kein Erbe mehr fallen. Das sind Fälle, wo ein Pension alimentaire gesprochen wird. Die verlieren nicht, wenn ich allein den Tor habe. Das sind also die rare Fälle, wo eine Ursache gibt, eine monetäre Ursache gibt, für den Tor zu streiten. Sonst geht es vielleicht nach moralischer oder für festhalten, sonst wenn nur Schuld ist, dass das besteht nicht am Brich geht. Mit monetär, materiell, finanziell spielt es an 95% von den Fällen absolut keine Rolle. Was kann er geht mit der Pension alimentaire, wie geht die fixiert? Ist das so, dass der Richter so gucken, dass sie über den Daumen, den Alter vom Kind, dann ist so viel zu gut, oder sind da mehr verschiedene Kriterien, die da mitspielen? Das ist ein ganz gut Frage für ihn, weil sie von Fall zu Fall aufhängt, dafür noch von Richter zu richten. Wir haben ich meine, 5 Referensrichter an der Stadt, und ich kann nicht so, dass die alle gut nicht mehr selbst urteilen. Es gibt Faustregeln, ja, selbstverständlich. Den Text sieht, wir gucken die Besoin vom Kind, und wir gucken die Fakultät von dem, die soll dazu beitragen. Beispiel, Mama kriegt Geld, der Papa nimmt ein Besuchsrecht, der Papa verdient 5.000 € den Monat, Mama verdient dann 2.500, dann sind sie auch schon verschieden. Da wird gesagt, man muss zu einem Drittel beitragen und der Papa zu 2 Drittel, weil er ja eine Ressourcen und eine Fakultät. Und da guckt man die Besoin vom Kind, auch da gibt es Faustregeln. Es gibt nicht eine Tabelle, was also erkannt wird. Das hängt ja vom Alter vom Kind, das hängt auch davon ab, wie viel kann er da sein.
Et hängt doch davon auf, ob die Kanner normal besoen hunn oder anormal besoen. Anormal besoen muss eng Kräech bezuelt gefir dat man Kaschaffe goen oder se Groseltern do die Kant kënne versuergen. Also kann krank bei eng speziell Medikament oder dats engem extra Klubbe hunn extra Hobby demi daier ass. Alles dat kann do an aflese. Mit Faustregel ass op Prorat, da mussssen se beidro wat ze verdenge, Pap a Mam. An der gëtt gesot kann wat lo net grade Puppelchen ass an noch net grad op Duni geht, an noch net grad sos riesegros Bemission net Leiimerschen 400 € de Mount, dat ich mir de Beträg am Deelen dann durch 1 Drittel oder 2 Drittel, da wissen man, wat den een oder den anderen muss beidrohen. Wie gesot, dat sind alles Faustregeln, et Getrichtelen, die vielmi kompliziert firgin, die gucken nach Faktüren an Haiern do, andere so man nehmt bis sie auf jeden selvech met liewen ass für den einen da wie für den anderen, den Hamburger oder de Mini Kino, oder wat immer oder de Kino gell. An sommer Verkoten an Notieren, die relativ oft Matschädungen zu den hu kennen den Tarif och van de gesetzlich kein Tarif ass an nachrenkeier Schädung am Gute sovi mir einfach sovi mir schnell sovi mir billig wo ich immer so da schëtt e bisschen wässer an de Wein avanst dann 20 oder 50 € de Mund méi bezielt rächen der dopp op 10 Joer gëtt immer nach méi billig wie langwierische komplizierten Divorce. Also evitéiert Prozeduren nach besser evitéiert den Divorce verdroht ich. Mir wünsche ich eng sche Vakanz, aber sie froh ich an engem neue Format. Sieht gespernt, nur dass Vakanz, wann drin heescht, wo Fall zu fall.